Adventzeit von der Vorfreude auf Weihnachten. Wie geht es dir? Jetzt, was draussen weiss ist, läuft bei dir die Weihnachtsplaylist schon auf und ab, kribbelt schon, schmeckt es schon fein in der Küche von den Weihnachtsgutzli. Bist du jemand, der sich freut auf die Weihnacht, auf das Fest von der Liebe, das Zusammensein mit der Familie? Jemand, der sich freut darauf, in der warmen Stube zusammenzukommen, das feines Essen zu geniessen, fröhliche Bescherung. Bei Vorfreude auf Weihnachten kommen mir immer Kinder in den Sinn. Unsere Kinder, ich weiss nicht, wie es bei euch ist, die wissen damals schon im Frühling, was sie sich dann auf die Weihnachten alles wünschen tun. Und die Liste ist lang und ich habe so das Bild vor meinem inneren Auge, wenn die Kinder dann dort um den Baum herumtigern und warten, bis man endlich die Päckchen auspacken darf. Ein Symbol von der Vorfreude, von der Erwartung, wo die Herzen voll fühlen. Das Knistern, das in der Luft liegt und alles aussen also die Weihnachtsgeschichte hören oder gemeinsam Lieder singen, das ist eigentlich mehr noch so Pflichtprogramm, bis es dann endlich zum grossen Moment von der Bescherung kommt. Man sagt doch so, ein Sprichwort sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Vielleicht geht es dir aber anders in dieser Zeit. Vielleicht freust du dich gar nicht so. Vielleicht ist dir eher der Stress zuvorderst. Alles, was man noch erledigen sollte. All die Vorbereitungen für Weihnachten, die machen sich immerhin ja auch nicht vom Alleine. Oder vielleicht kannst du überhaupt nicht anfangen mit dem Weihnachtsfest. Für gewisse Menschen ist die Zeit draussen, wenn es dunkel ist, wenn es kalt ist, auch ein Spiegelbild von ihrem Inneren. Und gerade in dieser Jahreszeit viel Schweres, viel Schwieriges. Es ist vielleicht auch im Herzen dunkel und schwer. Erwartungen an die Weihnachten, die können ganz unterschiedlich sein. Vielleicht lebst du sogar nach dem Motto, lieber gar keine Erwartungen, dann kann ich wenigstens nicht enttäuscht werden. Willkommen in der Adventszeit. Zu der Zeit, wo Jesus geboren worden ist, hat es auch schon Menschen mit Erwartungen gegeben. Natürlich notabene noch vor dem Weihnachtsfest. Und eine Person, die voll war von diesen Erwartungen, ist eine Figur, die in der Weihnachtsgeschichte nur sehr selten viel Aufmerksamkeit bekommt. So im klassischen Krippenspiel erscheint sie nicht und ab und zu mal dort und da begegnet sie einem vielleicht in einer Predigt hinein. Die Rede ist vom Simeon. Der Simeon war ein älterer Mann und wir lesen Folgendes über ihn im Lukas 2 ab Vers 25. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und dann heißt es, und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, das heißt dann übersetzt, den vom Herrn gesandten Retter gesehen hatte. Zu dieser Zeit hat Simeon gelebt und sein Herz war voll von Erwartung, von Hoffnung, vielleicht auch von Vorfreude auf den besonderen Moment der Weltgeschichte, den er erwartet hat. Und die Frage, die mich beschäftigt hat, wie ist denn Simeon überhaupt dazu gekommen, dass die Erwartung sein Herz so erfüllt hat, so befeuert hat in seinem Inneren. Und ich gehe davon aus, dass er bewandert war in den Schriften vom Alten Testament, dass er die Bibel gekannt hat und dass er, so wie Jesus später seinen Jüngern erklärt hat, all die vielen Wegweiser, die im Alten Testament hindeuten, auf das Kommen von dem erwarteten Retter gekannt hat. Und so hat sich in seinem Herz, in seinem Inneren drinnen so eine Hoffnung angefangen zu formen, dass der Gott ein Gott ist, der die Menschen kennt, der die Menschen sieht in ihren Lebensumständen, wo die Freude, aber auch die Herausforderungen vom Alltag nicht verborgen bleiben. Und in seinem Innen, in seinem Herz hat sich die Hoffnung, die Erwartung verfestigt. Es ist eine innere Gewissheit geworden, dass Gott ein Gott ist, der den Menschen näher kommen will. Ein Gott ist, der den Menschen begegnen will. Mitten dort drin, in ihrem Leben, dort, wo sie sind. Und so hat der Simeon angefiebert.
Und wir lesen nachher, dass er später Jesus in dem Tempel ihnen begegnet ist. Und ich frage mich, wie oft, dass der Simeon den Weg unter die Füße genommen hat, in den Tempel gekommen ist, gebetet hat, mit einem Herz voll von Erwartung. Wie oft, dass er vielleicht am Morgen aufgestanden ist und sich gedacht hat, heute könnte der Tag sein, wo der Jesus kommt. Und das heisst, dass durch den Heiligen Geist in seinem Inneren inne so eine Hoffnung auf den Christus, das heisst eben der Messias, der von Gott auserwählte, gesalbte Retter kommen wird. Und immer wenn ich die Geschichte lese, dann geht mir durch den Kopf, wie ich so auf die Weihnachtszeit hineingehe. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Es läuft so viele Programmpunkte, die da sind, unseren Alltag, wo manchmal so ein bisschen vom einen ins andere, und da gibt es noch das Weihnachtssingen, dort noch das Weihnachtsessen, dort sollte man noch etwas erledigen, dort noch etwas abmachen. Und manchmal rauscht die Zeit so schnell vorbei und die Frage ist, lebe ich mit Vorfreude, mit Erwartung auf die Weihnacht hin? Oder ist es einfach dann irgendwann 24. Dezember und ich stehe mitten drin. Ich will es aber vielleicht noch ein bisschen im übertrageneren Sinn allgemein auf unser Leben anwenden. Wo leben wir mit Erwartungen in unserem Leben aufs Reden und aufs Handeln von Gott in unserem Alltag drin? Hat das Platz? Hat das Raum in der Geschäftigkeit von unserem Alltag? Im Beschäftigtsein? In diesen vielen Sachen, die auf uns einprasseln? Rechne ich mit Gott? In meinem Alltag, in meinem Leben drin? Glaube ich an sein übernatürliche Eingreifen in meinem Leben, in diesen Situationen, wo ich drin stehe? Suche ich überhaupt noch nach Veränderung? Oder habe ich mich vielleicht mit dem Status quo von Umständen in meinem Leben arrangiert? Vielleicht lebe ich ja nach dem Motto, wer keine Erwartungen hat, dem geht es gut, weil der wird nicht enttäuscht. Kennen die Menschen, oder? Die von Grund auf einmal so pessimistisch eingestellt sind, dass sie nur positiv überrascht werden können. Lieber gar keine Erwartungen haben, dann wird man auch nie enttäuscht, oder? Wo gibt es Lebensthemen, Bereiche, Situationen in meinem Leben, wo ich eigentlich Gott bräuchte? Vielleicht Veränderung von schwierigen Lebensumständen, wo ich drin bin. Krankheiten, finanzielle Nöte oder andere Herausforderungen, die mich plagen. Vielleicht suche ich Heilung von inneren Verletzungen und Wunden. Merke, wie mir das auf meine Seele drückt. Vielleicht suche ich Trost inmitten von Schwierigkeiten, von Leid und von Trauer. Vielleicht bin ich eigentlich auf der Suche nach der Lösung von zwischenmenschlichen Spannungen und Konflikten. Vielleicht geht auch mitten in der Vorbereitung auf Weihnachten. Wenn dort die Familie zusammenkommt, kommen manchmal auch Familiengeschichten zusammen. Vielleicht Veränderung von unguten Charaktereigenschaften. Ich weiss nicht, was in deinem Leben ist. Aber ich will dir in dieser Adventszeit die Frage mitgeben: Hoffst du, wartest du, rechnest du mit dem Reden und mit dem Handeln von Gott in deinem Alltag hinein? Hat er einen Platz? Gibt es da Raum für ihn? Und wenn wir uns so Gedanken über Erwartungen und Hoffnungen machen, ich finde, dann landen wir mega schnell beim Glauben ganz per se. Unser Glaube ist ja ein Glaube, der genau von dem lebt. Von einer inneren Gewissheit, von einer Hoffnung, von einer Erwartung, vom Rechnen mit einem Gott, wo wir mit unseren Händen nicht anlangen können. Und so lesen wir im Hebräerbrief, im Kapitel 11, im Vers 1, so eine Definition vom Glauben, ganz grundsätzlich. Und es heißt dort, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es Rechnen, eine tiefe innere Gewissheit, eine Überzeugung zu haben im Herzen, die fest ist, auf einem soliden Fundament gegründet, in etwas, wo man nicht so greifen kann. Oft inmitten von Umständen, wo gar nicht eine Sprache reden, als ob das Realität wäre. So stelle ich mir den Simeon vor. In einer Zeit, wo es zwar überall Leute gegeben hat, die aufgestanden sind und etwa einer ist als Messias verkauft worden und trotzdem mit menschlichen Augen hat man wenig gesehen von dem. Eine lange Zeit, eine lange Pause, wo man das Gefühl hat, Gott ist still und sie haben gewartet und gehofft. Wo haben wir das in unserem Leben? So eine innere Gewissheit, manchmal inmitten von schwierigen Umständen. Und da spüren wir schon, Erwartungen zu haben,
Ein Glauben zu haben, der sich auf so etwas stützt, das löst eine Spannung aus in unserem Inneren drin. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber das macht etwas mit einem. Oder wenn man es nicht sieht, wenn man vielleicht nicht einmal damit rechnen kann, wenn es mit logischen Argumenten vielleicht nicht einmal nachvollziehbar ist, trotzdem zu glauben, trotzdem zu hoffen, trotzdem auf Gott zu setzen, obwohl einem manchmal vielleicht alles aussen nur noch etwas anderes sagt, das löst eine Spannung in unserem Herz und in unserem Inneren auf. Rechnen mit der Wirklichkeit von unsichtbaren Sachen. Ich habe gemerkt, Glauben heisst immer auch ein gewisses Risiko. Es heisst Handeln auf Überzeugungen, wo man im Voraus Schritt macht, bevor man weiss. So wie der Petrus, der auf das Wasser raussteht und er weiss nicht, ob es dreht. Erst dann, wenn der Fuß im Wasser ist, spürt er, merkt er, verhebt es nicht. Und so kommt es mir oft in meinem eigenen Leben vor, dass nach diesen Überzeugungen zu handeln etwas ist, was ich mache, bevor ich weiss, was genau passieren wird. Es ist ein Schritt ins Ungewisse raus. Es ist manchmal ein sich fallen lassen und ein Hoffen, dass Gott einem trägt in diesen Situationen drin. Dass Gott einem führt und leitet im Alltag hinein. Dass Gott da ist und sich zeigt. Dann, wenn vielleicht aussen nur nichts von dem sichtbar ist. Glaube ist ein Risiko. Das Risiko, Erwartungen zu haben, die möglicherweise nicht so erfüllt werden, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich glaube, es gehört zu so einem Lebensstil dazu, mit dem Risiko zu leben. Und damit zu leben, dass Enttäuschungen werden passieren. Damit zu leben, dass es nicht immer so kommt, dass man nicht alles auf sicher bauen kann, im Glauben drin. Ich glaube, nur so funktioniert der Glaube. Zu laufen und zu sehen, wie Gott treu ist und wie Gott da ist, auch wenn man es im Voraus sich nicht so vorstellen kann. Natürlich will ich an dieser Stelle auch noch anfügen, dass das nicht heisst, dass sich schwierige Lebensumstände einfach immer in Luft auflösen. Oder man kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, ich glaube jetzt ein bisschen und glaube alles Schwierige und Herausfordernde in meinem Leben auf die Seite. Nein, unser Leben, aber auch das Leben der biblischen Figuren zeigt, dass es ein Glauben ist inmitten der Realität, der Unvollkommenheit der Welt und von unserem persönlichen Leben. Es heisst, dass es ein Glauben und ein Hoffen und ein Rechnen mit Gott ist, auch dann, wenn nicht alles zu unseren Lebzeiten sich so wird erfüllen. Nicht jede Krankheit, nicht jede Schwierigkeit, nicht jede Verletzung wird gleich geheilt werden, hier auf dieser Erde. Es ist auch ein Hoffen auf die Ewigkeit, auf den Moment, wenn wir mit Gott sein können, auf den Moment, wenn es nichts mehr gibt, gar nichts mehr, wo uns trennt von dieser Liebe, in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Der Moment, wo die Bibel uns sagt, wo alles Leid und alle Tränen und alle Schmerzen auf die Seite da werden. Und so ist es Hoffen, jetzt schon da in meinem Alltag ein Rechnen mit Gott, mit seiner Treue, mit seinem Wesen, mit seiner Liebe und seiner Güte, ohne zu wissen, was genau wird kommen. Aber mit dem Blick auf die Vollendung in der Ewigkeit drinnen. Gerade auch, wenn wir uns die ersten Christen in Erinnerung rufen, die zum Teil wegen ihrem Glauben verfolgt worden sind, die zum Teil Schwierigkeiten müssen erleben, die zum Teil auch die ganze Unvollkommenheit und Schwierigkeit und Dunkelheit von dieser Welt erlebt haben und trotzdem an dem Gott festgehalten haben und gerade dort drinnen Hoffnung und eine neue Perspektive gefunden haben. Dort, wo man manchmal das Gefühl hat, dass gar nichts anderes mehr ist. Zu sehen, dass Gott da ist. Und so heisst es eben, in die Mitte der alltäglichen Realität, vor allem Schönen und vor allem Herausfordernden, sich festzuheben an dem Gott. Und zu einer innerlichen Gewissheit kommen. Der Gott da, er ist da. Er ist der Immanuel, der mit uns ist und uns nicht alleine lässt. Und sich an ihm festzuhalten, auch wenn es aussen nur manchmal dunkel und schwierig und kalt ist. Und so stehen wir mitten in einem Spannungsfeld drin, wo auch Gott nicht verborgen geblieben ist. Gott kennt uns, kennt unser Leben und er weiß ganz genau, wie spannungsvoll das der Glaube in unserem alltäglichen Leben kann sein. Wie man sich manchmal mit dem letzten Fünkchen Hoffnung noch festhebt an dem Gott, wo man dran ist. Und so gibt es einen Text, der mich extrem angesprochen hat, auch in dem Spannungsfeld drin aus dem Römerbrief, Kapitel 8, wo der Paulus von dieser Spannung, von der Hoffnung erzählen tut. Das heisst dort, ab dem Vers 24 im Kapitel 8, eben auf die Sehnsucht, dass wir bei Gott werden sie auf die Ewigkeit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten. Nur hoffen
und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Und dann heißt es, und das finde ich so tröstlich da drin, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Es ist das Spannungsfeld vom Unterwegssein in dem Glauben, wo man im Voraus hofft und zuversichtlich wartet, wo man etwas weckt im Inneren drinnen, eine Perspektive, wo man sagt, ich rechne mit Gott, mit seinem Reden und mit seinem Handeln in meinem Alltag, auch wenn ich das im Moment noch nicht sehe. Und das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft raus. Da brauchen wir die Hilfe. Und Gott kennt uns so gut, dass er gewusst hat, dass der Heilige Geist als Unterstützung in meinem Leben ihnen notwendig ist. Ich weiss nicht so, wie es dir geht, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Sorten von Menschen, die extrem geduldig sind. Und wenn ich da lese, hoffen und warte, dann wird es immer so ein bisschen unangenehm für mich. Oder kennt ihr das? In Situationen, wo man wartet auf Gott, mir hätte es lieber Gott jetzt. Und gerade in der Vergangenheit habe ich ein paar Mal gedacht, es ist schon 5:12 oder 5:12. Und ich habe das Wirken und das Handeln von Gott nicht gesehen. Und ich habe gedacht, hey, mega cool, oder? Jetzt bist du ja der Pastor, du gehst da voraus, du investierst alles da drin rein und das Gefühl, das zahlt sich ja gar nicht aus. Aber es heisst eben festzuheben an dem Gott, dass alles Gott dazu zumuten, all das innere Seufzen, all die Spannung, die da ist in unserem Leben, und zu wissen, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht und der uns kennt. Und dass der barmherzige Gott da ist, der Heilige Geist an unserer Seite. Und dass er manchmal steht übernimmt und wir selber nicht mal mehr wissen, was sollen wir denn jetzt beten, wie sollen wir denn jetzt beten. Was für eine Hoffnung lohnt es sich, zum noch festzuhalten und wo ist es eben einfach auch die Realität, dass es vielleicht jetzt nicht so wird sein. All die Spannungen, die da sind in dem Hoffen und Erwarten und manchmal gesehen und manchmal aber auch nicht gesehen, die kennt Gott. Und er verspricht dir, er verspricht mir, mit da drin, dass der Geist Gottes uns hilft, dass er uns führt und leitet, mit beidem umzugehen. Mit dieser Spannung, wo manchmal sieht, wie sich Gebete erfüllen und wo manchmal damit muss leben, dass es nicht so kommt, wie wir es uns vorgestellt haben oder gerne hätten. Aber da, mit drinnen, mit in dem sind wir nicht allein. Dürfen wir vertrauen darauf, dass der Geist Gottes mit uns, manchmal für uns betet. Dann, wenn wir selber nicht mal wissen, was wir beten sollen, was jetzt richtig ist. Dann uns gehen zu lassen in die liebenden Arme von dem Gott und sagen, da bin ich, so wie ich bin, hilf mir. Und da kommt mir eine Geschichte in den Sinn, wo in der Bibel steht, in einem Evangelium, wo ein Vater seinen kranken, von bösen Geistern besessenen Sohn zu Jesus bringt. Und das gibt so ein Gespräch darüber, ob jetzt Jesus kann heilen oder nicht heilen. Und Jesus sagt, was ist nicht die Frage, ob ich kann. Die Frage ist, hast du den Glauben? Und der Vater ruft das so aus und manchmal spüre ich das so für mich. Ich glaube, hilf mir im Unglauben. Manchmal ist es ein Festheben mit dem Letzten, wo wir uns noch festheben an dem Gott und sagen, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Das Seufzen, dass sich Gott übergeben und sagen, da bin ich. Hilf mir da drin, mit dieser Spannung umzugehen. Hoffnungen zu wecken in meinem Herzen, in meinem Alltag. Mit dir zu rechnen, dass dein Plan noch nicht am Ende ist, dass deine Hand noch nicht das letzte Wort noch nicht gesprochen ist darüber. Dass du noch Möglichkeiten hast da drin. Wir können nur hoffen und warten. Hoffen heisst noch nicht haben, aber innerlich fest. Vertrauen, mit Gewissheit darauf, dass Gott nahe ist, dass er uns kennt und dass er mit uns in unserem Leben möchte unterwegs sein. Und so möchte ich uns eine Frage mitgeben in die Adventszeit hinein. Wenn wir jetzt hinfiebern auf die Weihnachten, wenn wir vielleicht die Türchen aufmachen vom Adventskalender, an bis zu dem Tag 24, wo wir das Kommen von Jesus feiern, die Frage in unser Leben hinein, wie steht es um deine Erwartungen, wie steht es um meine Erwartungen? Rechne ich noch mit Gott in meinem Alltag hinein? Hat er Platz da? Wo brauche ich ihn?
Oder lebe ich nach dem Motto, wer keine Erwartungen hat, der wird nicht enttäuscht werden? Wo will Gott dich vielleicht noch mal herausfordern? Einen Schritt aufs Wasser raus zu machen und zu sagen, hey, ich glaube daran, dass du noch nicht am Ende bist. Dass das letzte Wort in dieser Situation noch nicht gesprochen worden ist. Dass du Gott Möglichkeiten hast, die mit menschlichen Möglichkeiten nicht möglich sind. Und dich nochmal festzuheben auch an dem Gott und zu sagen, jetzt brauche ich dich, da mit drin, ohne zu wissen, was passiert. Ich möchte dich herausfordern, nochmal die Gemeinschaft zu suchen mit dem Heiligen Geist und ihm vielleicht dein Herz auszuschütten und zu sagen, ich würde ja gern, aber ich weiß gar nicht genau wie. Dein Herz auszuschütten und zu sagen, da bin ich. Mit all der Unvollkommenheit, wo ich nicht einmal weiss, wie, dass ich es in Wort fassen soll. Was richtig ist zum Betten, was ist jetzt dran? Wo geht es darum, zu warten und auszuhalten und geduldig zu bleiben? Und wo geht es darum, festzuklammern an Gott und mit ihm zu ringen und zu sagen, ich gebe nicht auf bis zum Letzten. Beides ist Teil von unserer Lebensrealität. Brauchst du Gott in einem bestimmten Lebensbereich? Vielleicht gerade besonders in dieser dunklen und kalten Jahreszeit drin. Rechnest du mit dem göttlichen Licht, wo Wärme und Orientierung gibt inmitten von schwierigen Lebensumständen? Hoffnungsvoll und erwartungsvoll zu glauben und zu leben heisst nicht, der Realität von schwierigen Lebensumständen nicht mehr in die Augen zu schauen oder Leid in unserem Leben einfach zu leugnen. Es bedeutet viel mehr, sich gerade auch in diesen Situationen drinnen an dem Gott festzuklammern und einzustimmen in das Gebet, sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will beten. Jesus, ich danke dir für dein Kommen auf die Erde. Du bist das Licht. Das Licht, das strahlt in alle Dunkelheit hinein. Das Licht, das Orientierung gibt. Das Licht, das Wärme gibt. Du bist unsere Hoffnung und an dir heben wir uns fest. Du bist das feste Fundament in unserem Leben. Und so bitte ich dich für mein Leben und für uns als Kirche, dass die Adventszeit eine Zeit sein darf, wo wir uns nochmal ausrichten auf deine Gegenwart, auf dein Dasein, auf den Immanuel, den Gott mit uns. Hilf uns, hilf mir, zumindest in dieser geschäftigen Zeit einen Moment zu finden, wo ich mein Herz und meine Gedanken ausrichten kann auf dich. Herr, wir brauchen dich in unserem Leben, in unserem Alltag drin. Und Herr, als Kirche, als Gemeinschaft wollen wir mitringen mit denen, die das jetzt ganz besonders brauchen. Mit denen, die vielleicht sagen, ich kann selber kaum mehr glauben. Dass sie dürfen spüren, dass wir als Kirche zusammenkommen und dass manchmal ein anderer mitglaubt, mitbetet, mithofft, miterwartet, mit da steht, in dieser Spannung drin, vom Hoffen, ohne zu wissen, was kommt. Und Herr, ich bitte dich für die Enttäuschungen in unserem Herzen. Für die Enttäuschungen, die nicht so gekommen ist, wie wir es erwartet haben. Dass sie nicht Macht mögen haben, unser Bild über dich zu prägen. Dass sie nicht anfangen, so einen Schleier oder einen Schatten über dein Wesen hineinzulegen. Die Bibel ruft uns zu, dass du ein guter Gott bist. Ein gnädiger, ein barmherziger, ein treuer Gott bist. Der die Menschen sieht. Und die Bibel ruft uns zu, dass da ein Tag wird kommen, wo alles Leid und alle Schmerzen und alle Unvollkommenheit auf die Seite da werden wird. Und mit dieser Gemeinschaft, in dieser Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei dir dürfen sein. Und hilf uns, dass die Hoffnung unser Herz mögen fühlen und dass sie uns von innen heraus anfangen zu verändern. Amen.